Hey, bevor wir zum Chatten anfangen, weißt du was? Schauen wir uns erst einmal die Highlights an. Tja, stimmt, gibt ja keine. Habe dritt, ich bin's, der Birger, und ja, ich bin schon wieder lästig wie ein Scheiß ausfliegen. Freunde der Sonne, das war ja wohl gestern nix, hä? Ich bin mir immer noch unschlüssig, ob ich in den letzten 2 Wochen einem 520 Millionen Euro Team, die Zahl ist nicht gelungen, könnt's nachlesen, oder doch am SV Ganaker zugeschaut habe. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Starten wir mit Mexiko. 1-0 verloren. Lozano! 1-0! Hey, stell dir mal vor, wie das Spiel ausgegangen war, wenn die nicht mit Nutten und Tequila in die WM geflogen waren. Dann kommt Schweden. Mit Mühe und Not 2-1 gewonnen. Aber Reus ist da. Toni Kroos. Und der sitzt. Wenn wir uns ganz ehrlich sind, dann ist doch das auch mit mehreren Dusel als Verstand gewonnen worden. Und dann die Weltmacht Südkorea. 2-0 verloren. Achtung, steht alleine vor dem Tor. Ist unterwegs, das 2-0 zu erzielen. Und falls die Frage kommt, und die Frage kommt, ja, das ist das Land, das normalerweise StarCraft und League of Legends im Keller spielt. Und von dem man bis vor 5 Minuten noch nicht einmal gewusst hat, dass sie überhaupt eine Fußballmannschaft haben. Diese Statistikfußballspiele. Stoppen, schauen, spielen. Ja, Gratulation! Hat ja richtig was gebracht. In jedem Spiel 70% Ballbesitz und mehr. Ärgerlich! Keiner hat einer gesagt, dass der Drecks Ballbesitz und hinten umeinander tanteln keine Tore schießt. Und diese peinliche Suche nach irgendwelchen Gründen, warum das jetzt so ist, wie es ist. Wie Frankreich, Italien, Spanien, auch Deutschland erwischt der Weltmeisterfluch. Ja, leck mich doch am Arsch mit deinem Weltmeisterfluch! Was soll denn das sein? Vor dem Weltmeisterfluch? When the Weltmeisterfluch kicks in. Ja, was ist denn da jetzt das? Kann der Tekan sein, kann aber auch ein Türschlossenteiser sein. Man munkelt. Oder diese lächerliche 0815-Laberei in die Pressekonferenzen. Meinungssong, Krisensitzung, Mimimi, bla. Was ist denn da geredet worden? Sag mal, Thomas, musst du eigentlich die 12.000 Euro Werbegeld an Gillette zurückzahlen, wenn wir raus sind? Geh weiter, Jerome, stress dich einmal nicht. Oh, wenn ich so auf die Uhr schaue, wir haben oben noch Weltmeister und meine Gickelhaxen werden schon richten. Never! Hey, ich sag euch einen Grund. Wir watzen mit. Da ist einfach unterirdischer Hammerklassenfußball gespielt worden. Bei der Mannschaft braucht man sich aber auch nicht wundern. Rudi, Rüdiger, Goretzka, Süle, Plattenhardt. Ja, wer sind denn die? Plattenhardt. Wie war das? Ist dein Zipfel noch so im Arsch? Marvin macht jeden Plattenhardt. Was ist denn der Toni? Ich verstehe ja. 2014 Weltmeister, Champions League-Sieger, 3-mal hintereinander. Hey, ganz ehrlich, mir war's doch auch scheißegal. Und der Reus, die arme Sau. Der Einzige, wenn's mich fragst, der in den letzten 4 Jahren nicht vergessen hat, wie er Fußball ausschaut. Und dann darf er mit der Ganaker F-Jugend auflaufen. Du tust mir mal so richtig geil leid. Und dann kommt der Neue. 4-mal Welttorhüter. Deutschlands 1. Da hat's ein Zeugnis gegeben, da drin steht, Manuel war stets bemüht. Der hat ein Dreivierteljahr nicht gespielt. Hey, wenn's mich fragst, ist es ein Wunder, dass er weiß, warum er seine Handschuhe anziehen muss. Wobei das wieder erklären kann, warum der gnädige Herr Welttorhüter nicht einmal mehr einen Ball fangen kann. Naja. Der Werner. Dem schon mal zugeschaut. Hey, bin ich der Einzige, der den Eindruck hat, dass der aber nicht so ganz da ist? Hey, Alter! Hey, hoffentlich kriege ich nächstes Jahr zu Weihnachten eine Xbox, Alter! Das war geil. Uhrensohn. Timo Werner ist ein Uhrensohn, Kinder. Der Boateng. Teng. Jerome. Was tust denn du? Irgendwo im Mittelkreis Leger in die Luft grätschen. Boot für Boateng nach diesem Foul. Ach so. Kleid umhauen, wenn nichts mehr geht. Alles. War schon ober die beste Idee für alle, wenn man hint war. Und dann haben wir noch einen Herrn Özil. Totalausfall. Der lieber mit irgendwelchen Pseudopräsidenten auf Fotos umeinander post. Aber hey, schaut's euch einmal genau. Und dann hören wir uns dazu das an. Ich glaube, dieser breite Kader mit vielen guten... Das war mir schon immer klar, dass der prallste Ballon am Platz ist. Also ich frage mich ja wirklich, wer der zusammengestrahlteste Volldepp ist, der Özil-Sepp oder Vollhorster im Internet mit Affenkommentaren wie das zum Beispiel. Bla bla bla, sinnloser Schwachsinn oder Land vertritt und repräsentiert, dass man ja die Hymne mitsingt.
Ja, genau! An was liegt's denn sonst? Wir treffen uns nämlich alle 4 Jahre zum Hymnen-Gesangsbattle, muss man wissen. Und 2022 wird sogar noch tanzt. Und wer dem macht es raus? Wissenschaftler in wichtigen weißen Kitteln können bestätigen. Wer die Hymne nicht singt, spielt bekanntermaßen 330% schlechter Fußball. In der Tat. Kleider so unfassbar dumm, wenn man es unbeaufsichtigt ins Internet lässt. Und ja, ich höre euch schon, ihr 80 Millionen Bundestrainer. Birger, mach's doch da besser! Du, da haben wir gleich fertig. Da rufe ich einen Basler an, schick ihn aufs Feld und alle anderen schicke ich heim. Der raucht kurz vorm Spiel mit seinen 49 Jahren noch schnell eine Stange Zigaretten und dann schnupft er den Gurkensquad so schnell zusammen, so schnell kannst du überhaupt gar nicht schauen. Da ist der Cast gleich gegessen. Hey, ganz ehrlich, sag's mir nicht besser. Aber dieser Dreckssport geht mir jeden Tag ein Stück mehr auf den Sack. Hey, wenn ein Nehmer, aka Spaghetti-Bimbus, für 300 Millionen gehandelt wird. Hey, wie im Arsch muss ich denn sein, dass ich mir nach wie vor einred? Oh, da geht's nur um den Sport. Aber der Teamgeist. Gute Freunde kann niemand trennen. Gute Freunde sind nie allein. Mein Gott, leckt's mich bloß am Arsch mit diesem WM-Scheißdreck. Ich geh jetzt der Hammerglas zuschauen und einen Schiri sinnlos beleidigen. Haut's euch eine. Bis zum nächsten Mal. Habe die Ehre. Unfassbar! Gute Freunde kann niemand